Ich habe nie hat das geplatzt. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal am Start mit der guten alten Mara. Ja, komplett reingeschissen. Und zwar machen wir etwas mega Nices. Wir haben uns überlegt, was Mädchen bei Jungs attraktiv finden. Also nicht vom Aussehen im Sinne von, ja, wir finden die und die Frisur nice, sondern Sachen, die sie machen. Also jeder von euch da draussen kann das machen. Und wir wollen noch kurz sagen, wir können natürlich nicht für alle Mädchen sprechen. Wir haben jetzt einfach so ein bisschen beide so Sachen, so ein bisschen brainstormt. Und wir haben auch auf Insta gefragt, ein paar Mädchen. Darum folgt mir mal da unten auf Instagram, falls ich wieder mal etwas Story tue und ihr wollt dem Video beitragen, dann folgt mir! Wenn euch die Videoidee gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil, vielleicht absolut nicht. Aber ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! Was? Oh mein Gott! Das ist echt komplett scheiße. Dann würde ich mal sagen, fangen wir doch mal an mit dem Video. Let's go! Ah! Oh, sorry. Irgendetwas ist anders an dem Gesicht heute. Schon? Was denn? Ich weiß nicht, wie man... Ich glaube, der Lippenstift steht da nicht so. Ja, ist gut komisch. Ja, das ist es, definitiv. Ja. Da kann ich sicher für jedes Mädchen reden und eigentlich auch für jeden Bub. Es ist auch etwas mega Schönes, wenn man Komplimente bekommt. Ich glaube vor allem unerwartete Komplimente, die du gar nicht erwarten würdest. Oh, wirklich unerwartet. Ja, Komplimente, die du nicht erwarten. Aha. Nein, aber vielleicht auch Komplimente, wo du... Einfach aus dem Nichts raus. Genau. Hey, irgendetwas ist anders als ihr heute. Schon? Ich weiß nicht. Die Haare sehen gut aus. Danke. Was ist los? Nichts. Was ist los? Nichts? Was sind sie? Es ist wirklich nicht. Nein. Alles gut. Wir Mädchen finden es mega schön, wenn Jungs auch Gefühle zeigen können und nicht einfach, auch von ihren Problemen erzählen und all das. Und wir finden es auch nicht schön, wenn Buben mal brüllen oder so. Ja, im Es ist Gegenteil. eher so, oh, er vertraut mir, also Ja, so in wirklich. dem Sinn. Im Gegenteil, wir haben nicht das Gefühl, ihr seid dann irgendwie schwach oder Also keine klar, Eier. vielleicht nicht jeden Tag so 10 Stunden brüllen. Ja, aber... Es ist schön zu wissen, was bei der Person vorgeht. Ja, und ich finde, es ist eher eine Stärke, wenn man Gefühle zeigen kann, als wenn man eins macht auf «Oh, ich bin so krass» und Ja, genau. brüllt nicht so. Was ist los? Was ist los? Ich habe keine Ahnung, ich hatte morgen so Stress mit meiner Mom. Sie ist verdammt gepisst auf mich. Und ach, keine Ahnung, sie ist einfach so sauer auf mich und ich komme irgendwie nicht damit klar. Es ist momentan einfach ist alles so... Ich habe momentan so viel Stress auch in der Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, weißt du? Doch, komm, du schaffst das. Und das mit deiner Mama wird auch vorbei. Ja, aber sie ist so sauer auf mich. Nein, Nein, mit der Schule, ich schaffe das wirklich Doch, du nicht. schaffst das. Du schaffst es. Wir können auch zusammen lernen, okay? Hallo. Hallo. Ich glaube, der Punkt sollte eigentlich klar sein. Es ist allgemein, glaube ich, für jede Person da draußen grusig, wenn jemand stinkt oder keine Ahnung. Allgemein Körperhygiene. Ja. Und ich glaube, da kann jetzt auch für jeden reden. Es ist einfach nice, wenn jemand vielleicht so ein bisschen auch nach Parfüm schmeckt oder Deo oder so. Also natürlich nicht übertrieben. Also einfach so seinen eigenen Geruch hat. Oh Scheiße. Hey! Und wie ist es bei dir so? Schon gefickt? Nein. Eine Jungfrau? Ja. Nein. Hey, ich habe das erste Mal mit 13 gehabt. Das war so eine geile Sau. So ein Ass gehabt. Der Punkt ist eigentlich recht ähnlich wie das mit dem Gefühl zeigen. Mädchen lernen es einfach allgemein gerne, wenn Buben sich selber sind und sich nicht verstellen vor ihr. Und ja,
Ja, und vor allem nicht also, ich bin mega krass, schaut wie Eier ich aus Stahl habe. Das ist nicht mal Deutsch. Und dass sie auch sich selber sind. Ich meine, wir mögen euch ja so wie ihr sind und nicht nachher ist auch scheiße, wenn wir dann uns in euch verlieben, die gar nicht ihr sind. Checkt mir das? Wie ist es eigentlich bei dir so? Hast du das erste Mal schon mal gehabt? Nein, also ja, nein. Und du? Ja, also ich hatte mal eine Freundin und wir waren eigentlich recht lange zusammen. Aber wir waren halt noch ein bisschen jünger, wir haben schon so ein bisschen die eine oder andere Sachen ausprobiert, aber es ist jetzt nie so weit gekommen von dem her. Hallo? Hallo? Ich wollte fragen, was du heute machst. Ja, nichts eigentlich. Ah, nice. Hast du irgendwie Lust, etwas zu machen oder so? Ja, können wir schon, wenn du willst. Ja, keine Ahnung. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass wir zusammen Schleifschülen heute. Weil es ja in der Nähe bei mir so eine Eisbahn hat. Hättest du Lust auf das? Das ist kalt. Habe ich nicht so Bock. Ja, wir können auch einfach im Whirlpool hocken bei mir. Ja, aber es ist nass, da habe ich auch keine Lust drauf. Hast du eine Idee? Nee. Ja, soll ich einfach zu dir kommen? Ja, mir ist egal. Okay, ja, wir können sonst mal bei dir schauen, was wir machen können. Tschüss! Tschüss. Wir Mädchen finden es mega nice, wenn Jungs nicht einfach immer sagen, ja, gehen wir zu mir, zu dir oder machen wir das, ich weiß auch nicht. Sondern halt wirklich so, ja, Ideen bringen, sich so ein bisschen animieren, etwas zu machen mit uns und mal Date gehen, an den Weihnachtsmarkt gehen oder Picknick oder eine Velotour oder irgendwas unternehmen, vielleicht auch im Winter zusammen Skifahren, Snowboard, einfach etwas, damit man etwas machen kann, um sich kennenzulernen und einfach nur bei sich hockt und ich weiß auch nicht, was machen. Das finden wir nice. Ja. Hallo? Hallo? Ich wollte fragen, ob du auf einen Spaziergang gehen Heute? Ja. Wir hätten nachher irgendwie so einen Kaffee sitzen und eine heiße Schoki trinken oder so. Hey, ja, wäre voll nice. Okay. Wann hast du Zeit? Also wann? Also, eigentlich mal jetzt. Ja, easy. Ja, ich komme nachher zu dir. Okay, super. Tschüss. Bis später. Ist du kalt? Ja. Hast du keine Jacke mitgenommen? Nein, ich dachte, es wird warm. Hey, was hast du denn auf dem Wetterbericht gesehen? Ist irgendwie 12 Grad oder so? Ja. Ja, wir können sonst irgendwo dort hinter eine Jacke posten, wenn du willst. Okay. Es gibt Mädchen, die mich auch gerne Romantik haben. Also, sie ist so ein Fall, ich eigentlich gar nicht. Aber also für die, also sie haben gerne, wenn du so mal Blumen bekommst oder so kleine Sachen wie ich mir den Pulli geben oder... Ja, oder das Sachen wie zum Beispiel Geste. Tür aufmachen oder keine Ahnung. Einfach so ein bisschen kleine, vielleicht spontane Überraschungen. Genau. Hast du eigentlich nicht kalt? Ist doch nur kalt. Sag doch etwas. Danke. Oh mein Gott, yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist so klein und süß! Oh mein Gott! Willst du es auch mal heben? Nein. Guck mal, wie süß! Es gibt natürlich auch Mädchen, die auch später mal ein Kind haben und die finden es natürlich mega herzig, wenn er herzig mit kleinen Kindern umgeht, also Mit ihnen spielt und einfach so. Ja. Dann ist so, oh, süß. ja, also ich meine jetzt natürlich nicht extra als Kind organisieren, um mir das zu beweisen, einfach so, wenn es einen Moment gibt oder so, dann finde ich das mir Mädchen einfach irgendwie mega Man herzig. denkt halt dann so, oh, also weißt du, wenn man dann vielleicht mal Kinder zusammen hat oder Ja, so. voll. Man so, denkt sich voll dazu, was wäre voll der gute Vater. Oh mein Gott, bist du süß, wie du mal süß. Hallo. Willst du mal hin? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Hallo. Gili, gili, gili. Hey. Wie geht's? Gut, und dir? Ja. Alles easy. Ist er nicht aufgefallen? Was? An dir? Ja. Hast du anders geschminkt? Nein. Hast du neue Schuhe? Nein, ist Ah, nein. ist nicht. Mädchen haben es auch gerne, wenn sich zum Beispiel das Mädchen jetzt etwas Neues kauft oder irgendetwas Neues hat. Sie haben es einfach gerne, wenn es ihnen auffällt und nachher vielleicht ein Kompliment geben oder so. Und das ist einfach ein Zeichen, dass sie aufmerksam sind. Und, ja. Hey! Wie
geht's? Gut, und dir? Hey, hast du den Pulli neu? Ja, ich habe ihn vorher gekauft. Das ist irgendwie mega schön. Also wirklich, der steht da jetzt wirklich. Das ist irgendwie so schlank. Danke. Gute Nacht, Baby. Ich liebe dich so fest. Heute war es so nice. Ich freue mich auf morgen. Schlaf gut. GN. Und was natürlich auch etwas mega Herziges ist, wenn man kurz vorm Einschlafen oder vielleicht auch am Morgen, wenn man aufwacht, so einen herzigen Text bekommt. Je länger, desto besser. Nicht zu viel. Ja. Also nicht zu viel Schwärme und Schleime, sondern einfach so etwas Herziges, das einem so am Morgen und kurz vorm Einschlafen so also man weiss halt dann, dass der Typ sozusagen an dich gedacht hat am Abend und am Morgen. Also ja. so wie der erste Gedanke bist sozusagen. Gute Nacht, Baby. Es war sehr nice. Schlaf gut. Und träume etwas ganz Schönes. Ich liebe dich so viel. Ja, das waren so ein bisschen all die Sachen, die uns gerade eingefallen sind. Wahrscheinlich würden uns natürlich mehr Sachen einfallen. Wenn ihr das zweite Video wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Vielleicht machen wir dann eins. Abonniert doch den Kanal, wenn ihr kein Video mehr von mir wollt, von uns verpassen wollt. Und abonniert sie, wenn ihr das Video auf ihrem Kanal sehen wollt, weil es gibt... Wann gibt es eins? Bei 1000 Abonnenten. Bei 1000 Abonnenten. Und sie hat jetzt, wie hast du jetzt irgendwie 750? Irgendwie sowas. Ja. Glocken aktivieren. Also dann bis zum nächsten Mal auf dich.